Lena, das wirst du auch nicht oft haben, dass die Blasmusik bei dir im Café spielt, oder? Das stimmt, ja. Ganz was Besonderes. Das war schön. Ja. Du hast ja seit 2 Jahren jetzt dein Café da herin. Genau. Im Schusterhäusl. Wie ist das zustande gekommen? Also ich bin gelernte Konditormeisterin. Ich wollte das eigentlich schon immer, seit ich ein kleines Kind bin, sage ich schon immer, irgendwann mal mein eigenes Café. Und dann hat sie für mich die Möglichkeit geboten, weil dieses ganze Haus vom Kochler Heimatverein renoviert worden ist. Und ich kenne jemanden, der in diesem Verein ist. Und dann haben mir der Hans irgendwann angerufen und gesagt, du Lena, wie schaut's denn aus? Ich hätte da was, das kannst du mal ganz unverbindlich anschauen. Und das habe ich mir dann ganz unverbindlich angeschaut. Und dann bin ich heimgekommen und der Papa hat meine Augen geschaut und hat gesagt, er hat sofort gewusst, was los ist. Genau, und dann habe ich ein bisschen überlegt. Und dann habe ich mir gedacht, warum nicht? Ich probiere es. Und noch nicht bereut, oder? Keine Minute. Wäre wahrscheinlich auch gut angenommen von den Kochler, oder? Genau, da habe ich eben auch das Glück, dass die ganzen Kochler damit involviert sind, ganz viel noch Bezug zu dem Haus haben, weil sie früher die Schuhe zum Richten hergebracht haben oder Schuhe da gekauft haben. Genau, und dadurch habe ich da schon ein bisschen Bezug. Und die Kochler haben da ganz viel Herzblut, glaube ich, eingesteckt. Genau, oder? da ist ganz viel ehrenamtlich gemacht worden, eben dieser Kochler Heimatverein. Die haben das alles ehrenamtlich hergerichtet, ist ganz viel gespendet worden, über Stiftung Denkmalschutz einiges. Genau, und ganz, ganz viel Ehrenamt eben. Und jetzt ist da der Café drin. Genau. Und was ist noch in dem Gebäude? Also oben gibt es noch einen Veranstaltungsraum, der allerdings der Gemeinde gehört. Und im vorderen Teil vom Haus kommt nur ein Museum rein. Also eine schöne runde Geschichte, oder? Genau.